So, willkommen da wieder, wenn ihr einschaltet beim Collab-Podcast. Heute zu einem Teil 2 vom Track-Travel-Prozess, wo wir uns letzte Woche schon angeschaut haben, und zwar zum Song Mad at Disney von der, jetzt sage ich es diesmal richtig, oder in Englisch Salem Elise heisst sie. Das ist jetzt ihr richtiger Name, oder so spricht man ihn zumindest aus. Das ist ein Teil 2, wie gesagt. Der Teil 1 gibt es schon, den tue ich auch irgendwo in die Videodescription rein. Für die Leute, die da zum ersten Mal zuschauen bei dem Track-Travel-Prozess oder bei dem Content-Format. Wir schauen uns ein bisschen den Werdegang an von einem Song, wie sich so ein Song, was für eine Route ein Song kann haben durch den Musikmarkt, egal ob wir jetzt den internationalen Musikmarkt anschauen, andere Länder oder dann auch innerhalb von der Schweiz. Und das soll es ein bisschen gehen bei dem Track-Travel-Prozess. Zu dem Track, den wir uns jetzt hier anschauen, der Mad at Disney Song, gibt es, wie gesagt, schon einen Teil 1, wo ein bisschen den Startschuss gegeben hat. Wir versuchen hier in einem Teil 2, Wochen später sozusagen, 7 Tage später, uns ein paar Sachen anzuschauen, die uns hoffentlich ein bisschen den ganzen Song-Case oder das ganze Beispiel ein bisschen besser verstehen lassen. Zum einen schauen wir uns an, was hat sich geändert, rein von den Monthly Listeners und vom Wachstum in diesen 7 Tagen bzw. in dieser Woche, was sich vielleicht auch in den Spotify-Charts gemacht hat, wo wir uns letzte Woche schon angeschaut haben im Teil 1, wie sich eventuell Playlist-Positionen geändert haben auf den Plattformen, auf den verschiedenen Streaming-Anbietern, was vielleicht noch für Playlists fehlen, beziehungsweise was für Flächen noch fehlen würden im deutschsprachigen Raum, weil es schon eher ein bisschen so darum soll gehen, dass man das auch auf die Schweiz anwenden kann. Wenn die Zeit noch erreicht, schauen wir uns so ein bisschen den TikTok-Content noch an, wieso dann der Song das so speziell macht auf TikTok oder wieso der Hype dort gerade so gross ist um den Mad at Disney Song. Und schauen uns noch gewisse andere Sachen an, wo wir letzte Woche nicht dazugekommen sind oder wo wir uns ein bisschen genauer jetzt diesmal anschauen können. Von dem her gehen wir da mal gerade rein. Ich habe da wie immer ein paar Seiten vorbereitet, wo ihr aber auch noch später in der Description werdet sehen, dass ihr das selber auch ein bisschen anschauen könnt. Genau, wo fangen wir jetzt an? Bei der Salem Elise, beziehungsweise beim Song selber. Wir sind da jetzt auf YouTube, vielleicht kommen wir aber später nochmal dazu. Als allererstes würde ich da gerne das Artist-Profil auf Spotify anschauen, dass wir uns auch ein bisschen anschauen können, was sich da alles geändert hat. Zu Reel fand ich da, wie das letzte Mal auch schon, dass das Sheet, das Word-Dokument, das wir da aufgemacht haben, mit den spezifischen Besonderheiten vom Song, wo wir ein bisschen als Referenz nehmen können. Diesmal darum hilft es auch, wenn man in so einem Track-Travel-Prozess sich so Sachen von Woche zu Woche oder je nachdem, wie lange man den Zeitraum anschaut, dass man sich das auch ein bisschen notiert, dass man auch zurück kann gehen zu diesen Referenzpunkten und kann schauen, wie sich das verändert hat in dem Sinn. Was ich mir da noch aufgeschrieben habe, sind Songstats gemäss dem Teil 1 von dieser Video-Content-Serie, was sich jetzt in diesen 7 Tagen gemacht hat, in der einen Woche. Was man auf den ersten Blick auch da ganz schnell sieht. Vor einer Woche, wo wir das letzte Mal gecheckt haben, hat sie auf dem Artist-Profil 4,2 Millionen Monthly Listeners gehabt. Jetzt, wie ihr da seht, wenn wir unter Informationen gehen, ist sie schon bei 7,1 Millionen Monthly Listeners. Da hat sich also jede Menge gemacht. Wir gehen nachher noch ein bisschen tiefer rein, wie das entstanden ist, vielleicht, wie sich der Unterschied da jetzt gemacht hat. Womöglich ist sie in gewisse größere Playlists noch reingekommen, international oder in gewissen Ländern, wo es schon ein bisschen mehr abgeht. Da hat sich aber auf jeden Fall etwas da. Bei der Follower-Anzahl, wenn wir da wieder zurückgehen, ist sie letzte Woche noch bei 25'000 Spotify-Follower gewesen und ist sie jetzt auch um 10'000 gestiegen. 10'000 Follower, was nicht ganz wenig sind für Spotify-Verhältnis, würde ich sagen.
weil die doch schon auch den Algorithmus mitbewegen. Und auch, was natürlich am meisten auffällt, 16 Millionen Streams hat sie da gekauft, dem Song Mad at Disney. Und jetzt ist sie schon bei 27 Millionen Streams oder knapp 28 Millionen Streams zum Zeitpunkt, wo wir uns jetzt da anschauen, was schon ein rechter Sprung ist, so zu der Vorwoche, muss man sagen. Das sind schon recht krasse, recht gute Power, die der Song international hat. Auch wenn er jetzt in der Schweiz noch nicht gross aufgefallen ist oder erst so ein bisschen am Aufkochen ist oder generell im deutschsprachigen Raum, dann habe ich noch zu den anderen Plattformen natürlich das Gleiche machen, so ein bisschen eine Referenz ziehen. Bei Apple Music fehlen uns da jetzt ein bisschen Daten. Da gehen wir aber nachher noch schnell tiefer rein, weil sich da ein bisschen die Playlist-Situation geändert hat in den US. Genau. Was ich da natürlich bei Spotify noch schnell anschauen, ist, ob sich der Song geändert hat in den US-Charts. Weil, wie wir das letzte Mal ja da geschrieben haben, ist er kurz vor Top 50 in den US-Charts, für die Übung letzte Woche schon mitgemacht haben. Wir können jetzt mal schauen, ob sich das grösser verändert hat. So viel man ist, da ist noch das Dokument weg, dann sehen wir das auch. Ich bin jetzt da in den US-Charts von Spotify, wenn man jetzt da sucht nach Mad at Disney, er ist jetzt auf 51. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir uns das angeschaut haben, im Teil 1, ist er irgendwo in der 54 oder 55 Position gewesen. Das heisst, er ist da jetzt kurz vor der Top 50, was sicher ein gutes Zeichen ist. Der ist jetzt in den US weiter am Steigen, auch wenn es nur um ein paar Positionen ist. Was da aber speziell auffällt, so ein bisschen als Besonderheit oder als Argument, ist, inzwischen ist er Top 40 schon global gesehen, sprich in den Global Spotify Charts, wo halt alle Streams mit reinfließen, ist er jetzt schon in der Top 40, beziehungsweise hat heute gerade die 40er Region geknackt. Was darauf schliessen lässt, dass er natürlich auch in gewissen anderen Ländern schon ein bisschen weiter ist. Eben im asiatischen Raum, so viel man ist, in gewissen Ländern ist er schon am Abgehen, der Song. Wenn man jetzt hier anschaut, nebst den US ist er zum Beispiel auch in den UK-Charts auch schon vertreten, auf 114, da ist er auch am Hochklettern in UK. Und dann Australien als Beispiel, kann man sich da auch ein bisschen alleine anschauen, all die Länder, da ist er auch schon relativ weit oben, auf dem 33. Also die globalen Charts da natürlich, die setzen sich nicht nur zusammen mit dem Anteil von US, sondern man merkt halt auch, ein Top 40 Song da auf Spotify, in den Spotify Charts global gesehen, hat halt schon eine rechte Power drauf mit 1,5 Millionen Daily Streams, wo der Song macht. Also die 1,5 Millionen macht der Song täglich momentan, was schon bedeutet, dass er einen rechten Zug drauf hat. Da können wir, wie wir das letzte Woche auch schon gemacht haben, mit diesen Besonderheiten, ich hoffe, das sieht man jetzt im Stream, können wir das genauso weiterziehen. Eigentlich würde ich das gerne für diese Woche auch weiterziehen. Dann kopieren wir da einfach noch, machen wir das nach der gleichen Reihenfolge, dass wir da auch anschauen, Spotify, da können wir jetzt sagen, US, kurz vor Top 50 US Charts, Top 40 Charts geknackt global, was einen grossen Teil auch beitragen wird. Was bedeutet das? Wieso ist das Argument jetzt so gut? Da kommen wir vielleicht nachher noch im Detail rein. Kurz erklärt oder einfach gesagt, umso grösser der jetzt global wird, umso mehr steigt natürlich die gesamte Aufmerksamkeit innerhalb vom Spotify-Kosmos international gesehen. Und die Welle sozusagen wird sich irgendwann dann auch auf die Schweiz verteilen, beziehungsweise auf EU-Länder, die da in der Nähe sind, also eher im deutschsprachigen Raum, oder vielleicht allenfalls dann auch in Frankreich, ohne dass wir jetzt da im Detail die Länder uns angeschaut haben. Aber eine globale Top 40 kann halt dann schon dazu führen, dass der Streaming-Anbieter das halt in vielen verschiedenen Ländern versucht, so gut wie möglich zu platzieren. Und umso stärker der da wird, umso mehr
Konsum kann das potenziell halt auch für die Schweiz oder Aufmerksamkeit, noch nicht vielleicht Konsum, aber auch Aufmerksamkeit für die Schweiz bedeuten. Genau das jetzt mal zu Spotify. Wir kommen nachher sicher mal darauf zurück. Apple Music schauen wir uns später an. Was wir uns noch für Songstats zu den Vorwochen können anschauen können, ist, wie hat sich das auf YouTube entwickelt. Das letzte Mal sind wir da auch in den US-Charts schauen, wie sich der Song dort entwickelt hat. Und wenn wir es jetzt da würden finden, United States, genau. Und da jetzt auf Top-Titel geht von US, das sind die meistgestreamten Titel momentan. Und da jetzt Madden Disney, so würde man sehen, der ist da auch ein bisschen gestiegen. Von letzter Woche, wo wir es im Teil 1 angeschaut haben, auf 85, ist er jetzt auf 77. Das heisst, da ist er relativ gut auch schon am Steigen, jetzt nicht mit riesigen Sprüngen, aber das ist für YouTube, wo ja sehr eine grosse Plattform ist, wo man auch sehr viel Konsum machen kann, auch in den US, ist das sicher schon mal ein gutes Zeichen. Die Schweiz, in dem Sinn müssen wir uns jetzt noch nicht anschauen, da bei den Top-Titeln, weil er da noch nicht drin wird sein. Da können wir uns aber nachher auch Daily Views anschauen, was das sicher auch ein bisschen spannend macht, um ein bisschen genauer reingehen. Was aber da auffällt, wenn wir jetzt auf die Insights, auf die Analytics von dem Track oder von der Künstlerin von der Salem Elise reingeht, wird man da auch einen Unterschied können feststellen, wenn man jetzt da schaut. Letzte Woche hat der Song bzw. ihr Katalog auf YouTube bei 15,8 Millionen All-Time Views gewesen. Wenn wir jetzt schon einen kurzen Blick darüber haben, ist jetzt schon bei 28 Millionen, was für YouTube-Verhältnis auch schon mal sehr, sehr stark ist. Und da sieht man, darum meine ich, dass da natürlich nicht nur US dabei ist. Der Song hat jetzt auch schon angefangen in Südkorea, Thailand, Vietnam, Philippinen. Das sind halt auch ein paar gewisse Länder oder Regionen, die jetzt da noch nicht in der Nähe sind vom deutschsprachigen Raum. Die haben schon angefangen den Song zu unterstützen, beziehungsweise zu streamen. Dort ist er halt ein bisschen vorher abgegangen, jetzt schon, oder am Wachsen. Aber ja, da die globalen Streams, 28 Millionen Views auf YouTube, da sieht man auch, ist praktisch alles auf dem Madden Disney Upload, 27 Millionen davon. Wie wir das auch das letzte Mal schon ein bisschen auseinandergenommen haben, ist das wirklich alles sehr, sehr stark einfach auf den Madden Disney Song fokussiert, all die Aufmerksamkeit. Und die Welle, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben, das müssen wir jetzt da sehen, genau, über meinem Kopf. Die Welle ist natürlich jetzt entsprechend auch grösser geworden. Oder der Zeitstrahl ist länger geworden, so müsste man sagen. Ich glaube, letzte Woche sind wir noch da bis am 12. Da hat man sich das anschauen. Und wie ihr da seht, ist das so der erste All-Time-Peak mit 1,8 Millionen Views auf YouTube, die er pro Tag gemacht hat. Und jetzt, das letzte Wochenende, müsste das gewesen sein, 18.09., ist das der letzte Samstag gewesen, der letzte Freitag, hat er ein erneutes Hoch gehabt, ein All-Time-Peak oder ein All-Time-Hoch mit 1,9 Millionen Daily Streams. Das in sich selber ist schon mal recht ein gutes Signal, dass er jetzt da nicht vor 2 Wochen stagniert ist sozusagen und dass jetzt auch so weitergeht, sondern man kann da wahrscheinlich erwarten, jetzt, das ist Spekulation jetzt von mir oder eine starke Vermutung, dass der jetzt in den kommenden Wochen immer wieder einen neuen Peak wird haben, bis es dann vielleicht so einen kritischen Punkt erreicht hat, wo es noch nicht weitergeht, sage ich jetzt einmal. Aber es könnte so sein, dass es jetzt nächstes Wochenende für die, was interessiert, die Content-Folge oder auch den Track ein bisschen mitverfolgen, zusammen mit der Serie da, die ich mache, kann sich das dann auch selber anschauen, wie sich das am nächsten Wochenende entwickelt. Aber auf YouTube, wie wir das letzte Mal schon festgestellt haben, ist bereits sehr viel Druck drauf auf dem Song, was natürlich schon sehr stark auch auf die anderen Plattformen kann
sich auf die anderen Plattformen kann auch ein bisschen widerspiegeln. Irgendwann, wenn natürlich die Wahrnehmung von YouTube grösser wird, dann könnte das auch für die anderen Streaming-Anbieter relevanter werden, sage ich jetzt mal, weil halt mehr Leute auf Google oder auf YouTube nach einem Song suchen und das natürlich auch den anderen Plattformen im Algorithmus könnte helfen, sozusagen, wenn jetzt einfach mehr Leute oder mehr Ohren den Song auf YouTube am Entdecken sind momentan. Wir haben uns da noch angeschaut, dass er in der Schweiz letztes Mal der All-Time-Peak ist 23'000 Daily Streams gewesen, oder ein bisschen mehr als 23'000. Wir könnten jetzt da auch noch mal schnell die Übung machen und da anstatt global können wir uns die Schweiz anschauen und schauen, wie sich das entwickelt hat. Da sieht die Kurve ein bisschen anders aus. Da sehen wir jetzt auch genau das Gleiche eigentlich wie in Amerika, dass es da immer grösser geworden ist. Da ist auch am 19.09., wie ihr es da seht, ist der letzte Peak gewesen. Es ist ein bisschen grösser geworden als dort eine Woche zuvor, wo wir uns das angeschaut haben, mit 2,4 2400 Daily Streams. Ist er jetzt der All-Time schon bei 40'000. Aber wie gesagt, auch für Schweizer Verhältnis ist das noch so ein bisschen auf Sparflamme, beziehungsweise noch nicht mega gross für ein internationales Verhältnis, weil wenn wir jetzt da würden die Übung machen, das müssen wir jetzt auch sehen, 2,9 beziehungsweise 2900 oder knapp 3000 Daily Streams hat er jetzt. Jetzt können wir uns da anschauen für die Schweiz, wie viel braucht man oder wie viel wird der Mad Disney Song brauchen, um da in die YouTube-Charts von der Schweiz in die Top 100 zu kommen. Im Moment ist Platz 100 da mit 23.500 Daily Wochenstreams am Streamen. Wenn wir das jetzt durch 7 teilen, dann kommen wir auf 3.350 Daily Streams, die wir da brauchen, um in die Top 100 zu kommen von der Schweiz. Und da sehen wir jetzt, braucht er nicht mehr so viel wie das letzte Mal. Im Teil 1, wo man geschaut hat, hat er glaube ich noch 1000 Daily Streams gebraucht. Da braucht er jetzt tatsächlich nur noch 500 Daily Streams oder Daily Views, weil wir uns da ja auf YouTube bewegen. Und er wird langsam, aber sicher auch an der Top 100 kratzen von der Schweiz. Da kann man jetzt sehr viel mehr, kann man da jetzt nicht ablesen im Moment. Es könnte sein, dass sich da die Entwicklung in der Schweiz, weil noch nicht so viel Druck drauf ist wie in Amerika, könnte das auch wieder ein bisschen abflachen, beziehungsweise dass er jetzt einfach auf dem Niveau bleibt, irgendwo zwischen 2000 Daily Streams und 3000 Daily Streams und noch ein bisschen mehr Zünder braucht von international, um jetzt weiterzukommen, sage ich mal. Aber das können wir uns dann immer noch anschauen. Für die Schweiz ist da jetzt nicht hure viel passiert auf YouTube. Und dann haben wir uns ja noch notiert auf TikTok. Hat er zum letzten Zeitpunkt, wo wir uns das angeschaut haben, vor einer Woche, 1,3 Millionen Video-Creations gehabt oder Video-Uploads. Das können wir mal jetzt nochmal schnell schauen. Jetzt ist er wiederum schon der Song 1,8 Millionen Videos sind jetzt schon entstanden zu dem Mad Disney Song, beziehungsweise 1,8 Millionen TikToks sind jetzt entstanden. Sprich, da sind da jetzt zwischen 400.000 und 500.000 neue Videos sind jetzt innerhalb von einer Woche dazugekommen. Das zeigt natürlich auch ein bisschen die Power von dem TikTok-Hit oder von dieser TikTok-Viralität, dass wenn ihr jetzt selber mal darauf achten werdet, wird die Zahl jetzt immer stetig weiter raufgehen und sehr stark, also sehr rasant weiter raufgehen, weil wir schauen uns da jetzt ja nur einen Unterschied an von einer Woche und sind schon irgendwie 500'000 Uploads mehr entstanden auf TikTok, was schon recht mächtig ist. Ich sage mal, zusammen mit der Entwicklung in US auf YouTube ist das natürlich schon sehr, sehr stark. Wir gehen jetzt da wieder zurück in globale Overview von YouTube, dass wir da wieder uns später noch ein paar Stats anschauen. 20 Millionen, genau, das müsste stimmen. Genau, auf TikTok, wie gesagt, ist das Thema natürlich auch vorher schon gross gewesen.
Können wir aber nachher noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe jetzt einfach mal einen Vergleichswert ziehen oder Referenzwert zum Teil 1, für die sich das schon angeschaut haben. Auf Instagram haben wir ein bisschen das letzte Mal schon eine Erklärung können bringen, dass weil so viel Aufmerksamkeit auf den Song selber ist und nicht auf Salem als Künstlerin sozusagen oder noch nicht, ist sie jetzt bei Instagram mit 65'000 Followers, das letzte Mal, wo wir gecheckt haben, noch relativ bescheiden unterwegs gewesen. Wenn man sich das jetzt anschaut, ist sie bei 88'000 Abos, hat innerhalb von einer Woche jetzt plus minus 20'000 Follower mehr dazu bekommen. Haltet sich auch noch, also ist natürlich für eine Woche, wenn man sich jetzt Instagram-Zahlen von der Schweiz gewöhnt ist das schon krass, der Zuwachs von 20'000 Abos, aber wir reden da natürlich auch von einem Song oder von einer Künstlerin, von einer Newcomerin, die jetzt in recht vielen verschiedenen Ländern, lass es irgendwie 5, 6, 7 Länder sein, wo jetzt der Song am Wachsen ist, und das bringt nachher natürlich schon recht viel Aufmerksamkeit auch auf ihre Profil. Es ist aber dennoch jetzt nicht mega am explodieren, der Instagram-Channel, wenn man das ein bisschen tiefgründiger studiert, sondern es sind halt recht viele Leute nach wie vor einfach den Song am Hören und findet vielleicht erst viel später raus, dass sie überhaupt dahinter steckt, sozusagen. Genau, was ich jetzt noch anschauen mit euch, ist die Spotify-Charts haben wir jetzt natürlich schon gemacht, beziehungsweise jetzt sind wir schon in die Besonderheiten reingehen. Was ich Spotify-seitig sicher noch anschauen ist die Playlist-Situation. Das letzte Mal, wie ihr da seht, haben wir auch schon angeschaut, dass sie relativ gut aufgestellt war mit dem Mad at Disney Song. Sie hat schon ein paar Positionierungen gehabt in grösseren Pop-Playlists, wie so Today's Top Hits. Irgendwo im Mittelfeld. Pop Rising ist sie auch schon stark gewesen. In dieser TikTok-Hits ist sie natürlich sehr stark vertreten gewesen mit dem Song, weil der Song auf TikTok auch schon mega abgeht. Das würde ich aber jetzt mal noch mal schnell prüfen. Beziehungsweise können wir jetzt da auf Spotify wieder switchen und anschauen, gut, was ist da jetzt passiert. Die 7,1 Millionen Monthly Listeners oder der Zuwachs, die 2 oder 3 Millionen Monthly Listeners, die dazugekommen sind, haben sicher ein bisschen damit zu tun, dass sie in gewissen Ländern auch mehr Playlists noch bekommen hat, lokale Playlists, weil an den US-Playlists, wie wir nachher werden reingehen, hat sich jetzt noch nicht so viel geändert. Da könnte man sich jetzt anschauen zu der Vorwoche, gut, was hat sich in denen geändert, wo wir da unmittelbar auf dem Schirm haben oder wo wir selber kontrollieren können. Das war zum einen die Today's Top Hits gewesen. Da war sie das letzte Mal im Mittelfeld gewesen, in der Teil 1 Content-Folge. Und auch da werdet ihr jetzt sehen, wenn man ein bisschen runterscrollt, ist sie mehr oder weniger auch im Mittelfeld. Zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, die Today's Top Hits hat sich jetzt gerade vor einer Stunde plus minus hat sie jetzt updated. Die wird jede 2-3 Tage updated, also die bleibt sehr regelmäßig aktuell. Wie könnte man jetzt das ein bisschen analysieren? Es ist, sage ich mal, weder gut noch schlecht, weil sie ist da im Mittelfeld geblieben. Ich habe jetzt natürlich nicht die genauen Positionen da gezählt, ob sie jetzt trotzdem ein bisschen runtergerutscht ist oder raufgerutscht. Aber so von Auge, spontan sieht es aus, als wäre sie mehr oder weniger am gleichen Ort geblieben. Wieso sage ich, ist das jetzt nicht schlecht oder gut? Es ist nicht schlecht, weil es sind neue Songs, neue starke International Songs dazugekommen, wie jetzt so ein Holy von Justin Bieber oder gewisse andere Tracks. Und der Song ist jetzt wegen dem auch nicht viel weiter runtergerutscht. Wäre er da runtergerutscht, sage ich jetzt mal, noch tiefer runter, hätte man auch mutmaßen, dass der Song unterdurchschnittlich gut performen tut in dieser Playlist. Was heisst jetzt unterdurchschnittlich gut in so einem Fall? Unterdurchschnittlich gut wäre es jetzt, wenn der Song innerhalb von dieser Today's Top Hits
sehr oft weggeskippt wird, oder der Song einfach nur irgendwie, also einfach nicht lang oder vollständig gelost wird und halt vorher die Leute schon zum nächsten skippen oder zum nächsten switchen oder sogar noch schlimmer aus dieser Playlist rausgehen. Was jetzt ja auch nicht das Ziel ist von diesen Playlists, dass die Leute irgendwie so abgeschreckt sind von einem Song, dass sie dann die Playlist verlassen. Und dadurch, dass er da jetzt irgendwo im Mittelfeld geblieben ist, zeigt es mir jetzt auch, dass der Song jetzt nicht hure viel krass geskippt worden ist, sozusagen, weil dann wäre er tiefer unten. Indirekt oder es heisst aber auch nicht, dass es eine mega gute Situation ist für den Track, weil er ist auch nicht aufgestuft worden. Hätte man jetzt gemerkt, man hätte jetzt ein bisschen mutmaßen, wenn der Song jetzt auch trotz der neuen Songs, die da gerade reingefüttert worden sind, wäre er trotzdem aufgestuft worden und wäre er vielleicht irgendwo in der oberen 20er oder 30er Region, also sagen wir in der oberen Top 20 vom Tracklisting, hätte das auch können bedeuten, dass der Song innerhalb von dieser Playlist sehr, sehr gut reagiert, sprich die Leute lang auf dem Song draufbleiben und den Song auch nicht wegskippen oder gewisse Songs, die vor Mad Disney kommen und auch danach viel mehr weggeskippt werden. Darum da jetzt relativ neutral in der Today's Top Hits von den öffentlichen Daten oder von dieser Kurzanalyse, die wir da jetzt machen, kann man jetzt nicht sagen, dass der Song mega am Überperformen war und aber auch nicht am Unterperformen war, sozusagen. Genau dann in den TikTok-Hits, wo er das letzte Mal oder letzte Woche schon sehr gut gesiedelt war, in der Top 4, da hat sich nichts geändert. Er ist immer noch auf Platz 4 gesiedelt, wie er das auch das letzte Mal positioniert war. Da werden sie ihn auch nicht so schnell runter, gehe ich sehr schwer davon aus, weil der Song, wie wir uns das vorher angeschaut haben, aber auch schon in der letzten Folge ein bisschen besprochen haben, ist der Song sehr, sehr stark unterwegs auf TikTok, beziehungsweise da entstehen sehr, sehr viele TikToks dazu. Dann haben wir uns noch anschauen, ist er ja in der Pop Rising gewesen. Da ist er wiederum ein bisschen runtergefallen, da ist er auch in der Top 4 gewesen, oder auf Platz 4 positioniert, das letzte Mal, wo wir uns das angeschaut haben. Da merkt man, ist er jetzt ein paar Platz geht, ist jetzt aber auch nicht so tragisch, weil da gewisse neue Songs reingekommen sind, wo halt ein Mad Disney jetzt hätte müssen Platz machen. Auch da wieder genau das Gleiche wie bei den Today's Top Hits, hätte der Song schlecht performt. Das verratet es halt ein bisschen. Die Tracklist-Positionen, die Playlist-Positionen kann man halt wöchentlich ein bisschen mitverfolgen für die das interessiert, die auch so ein bisschen internationales Musikmarketing oder Playlist-Marketing interessiert. Und kann da ein bisschen mitbeobachten, auch da in einer Pop Rising wäre der Song jetzt es sagt mir ein bisschen, so von Auge oder von den Erfahrungswerten, die ich habe, dass der Song auch da nicht mega schlecht am Reagieren ist, weil sonst hätte man den Song viel weiter runter degradiert, sozusagen. Man hätte ein bisschen Platz machen, wenn man sich jetzt das von der Perspektive anschaut, von jemandem, der so eine Playlist würde kuratieren, generell, egal auf welcher Streaming-Plattform, dann muss man halt wie so Platz machen für gewisse neue Tracks. Und Sam Smith mit Diamonds ist natürlich ein recht grosses Thema, Justin Bieber, Holy, natürlich müssen wir nicht darüber reden. Und gewisse andere Themen sind da halt auch neu dazugekommen. Und dann kann man auch ein bisschen verstehen, wie so ein Mad Disney-Song, wo jetzt da für die Schweiz oder für den deutschsprachigen Raum, aber auch für Amerika noch nicht mega präsent muss sein, an Platz 1 oder Platz 2. Ist er aber auch schon gewesen, da in der Pop Rising, das haben wir uns ja das letzte Mal angeschaut, er ist auch schon präsenter gewesen, aber das ist jetzt auch nicht mega schlecht, würde ich sagen, dass er da trotz diesen neuen Songs, haben sie nicht mega krass abdegradiert, darum hat er auch noch nach wie vor Chancen, sich auch da innerhalb von dieser Playlist nochmal gut zu entwickeln. Und dann, was dann auch auffällt, ein bisschen weiter unten, und das kann ich nachher später auch noch erklären, was es mit diesen Songs auf sich hat, mit diesen anderen Playlists auf sich hat, ist er noch in einer anderen starken Playlist, und zwar die Pop Sauce ist er bis vor kurzem, das haben sie jetzt auch wieder updated vor einem Tag,
ist «Zähle mich Lies» noch das Cover gewesen, und der Song ist entsprechend da schon in der Top 3 gesiedelt gewesen, beziehungsweise positioniert gewesen. Und ist jetzt da ein bisschen runtergerutscht, weil es da jemand Neues aufs Cover da haben. Ist aber sicher auch ein Indikator, gewisse neue Pop-Playlists, die da jetzt dazukommen, sind auch so ein Indikator, dass er jetzt global und halt auch in Amerika in immer mehr Playlists kommt. Was man sich da Spotify-seitig noch ganz geschwind kann anschauen kann, wenn jetzt die Zeit noch ein bisschen reicht, weil wir versuchen mal diese Folge ein bisschen kompakter zu halten. Was bedeutet das jetzt für den deutschsprachigen Raum? Weil für den deutschsprachigen Raum, man hat ja gesehen, in den US ist der Song schon am Steigen, in der Schweiz ist er halt noch nicht in der Top 200. Dort ist es jetzt ein bisschen schwierig, noch zu ermitteln, wie viel Daily Streams der Song noch braucht, um auch in der Schweiz in die Top 200 von Spotify zu kommen. Was man aber da jetzt auch ein bisschen von Auge, oder wo ihr auch ein bisschen den Selbsttest könnt machen, was da analysiert werden kann, wo es noch fehlt am Mad Disney Song, beziehungsweise welche Playlists noch fehlen, wird da relativ schnell klar. Zum einen ist die Top Hits Switzerland. Da kommen so die grössten Hits oder die meist konsumierten Songs rein, weil das ist die grösste Schweizer Playlist, die Spotify da im Store hat. Das ist aber relativ selbsterklärend, wieso der Mad Disney Song da noch nicht drin ist, weil der Song halt einfach noch nicht genug Druck drauf hat auf Spotify. Wenn man das ein bisschen selber mitverfolgt, wird man oft können beobachten, dass die Songs, die da drinnen sind in der Top in Switzerland, meistens schon in den oberen Regionen von den Spotify-Charts innerhalb von der Schweiz schon präsent sind. Sprich, der Mad Disney Song konsumiert einfach noch nicht genug, um überhaupt da reinzukommen. New Music Friday, wir können schnell alle durchgehen, einfach, dass ihr ein bisschen den Kontext versteht. Da kann er gar nicht reinkommen, weil man da nur am Anfang reinkommt. Die zwei sind selbsterklärend, kommt er nicht rein. In Today's Top Hits ist er, wie gesagt, schon drin. Dann ein weiterer wäre vielleicht ein Summer Hits 2020, wo auch in der Schweiz recht stark gestreamt wird. Das ist eine Playlist, die von Deutschland kuratiert wird. Ich sage vielleicht in so einem Fall, weil Summer Hits 2020 ein bisschen dance-lastiger ist, sprich viele von diesen Songs, die da drin sind ein bisschen mehr Abtempo, und es kann halt sein, dass der Song per se Mad Disney jetzt nicht mega da reinpasst, gerade von Anfang an. Vielleicht müsste er für das jetzt noch ein bisschen bekannter werden. Weil da können wir jetzt schnell mal den Denkfehler machen, generell, wenn wir jetzt sagen, ja, aber Alex, dann könnte man was halten Sie davon ab, den Song einfach überall zu positionieren, in allen Pop-Playlists? Das kann man halt auch nicht machen, oder muss man halt auch mit Vorsicht geniessen, weil gewisse von diesen Playlists, die wir da sehen, verhalten sich sehr viel anders als andere Playlists. Ich meine damit nicht nur, dass sich offensichtlich eine deutsche Pop-Playlist sind, das komplett andere Hörer, wie jetzt die Italo-Hits-Playlist, aber auch gewisse Playlists, wie jetzt so Hit Rewind, wo eine sehr starke Pop-Playlist ist, und auch wenn wir uns da im gleichen Genre befindet, wie der Mad Disney Song, kann es trotzdem sein, dass der Song da gar noch nicht reinkommt, beziehungsweise wenn man jetzt den würde da reinseiden, rein positionieren zu früh, könnte es jetzt sein, dass die spezifischen User, die sich die Hit-Rewind-Playlist gewöhnt sind und die Art von Songs gewöhnt sind, gar nicht würden gross darauf anspringen auf den Mad Disney. Im Fall von dieser Hit Rewind sind das vor allem so stärkere Hits von früher, die im Spotify-Kosmos schon mal abgegangen sind, und das könnte man jetzt so eine Tendenz haben oder eine Vermutung, wenn jetzt heute der Mad Disney Song da würde reinkommen, der wäre gar noch nicht hittig genug, oder der hätte gar noch nicht er wäre halt noch nicht genug Hit, dass er da überhaupt reingehört, und die User würden auch entsprechend schlechter darauf anspringen. Genau das Gleiche, wenn man sich jetzt fragen, ja gut, der Hot Rhythmic, da sieht man halt, sind sehr viele Hip-Hop-affine Songs da drin, und da würde man jetzt schon wissen, selbst wenn der Streaming-Anbieter gute Intentionen hätte und sagen würde, okay, wir geben dem Song ein krasses Treatment und tun dann überall in alle Pop-Playlists rein,
würde man genau wissen, ohne dass man jetzt mega in diesem Playlisting-Game müsste drin sein, dass er da nebst einem DJ Khaled, 24K Golden, Internet Money, Pop Smoke, Da Baby, wird der Song total untergehen, beziehungsweise wird gerade rausgeskippt aus dieser Playlist, weil er gar nicht da reinpasst. Also gilt das Argument auch nicht immer, dass man halt dass es halt mega einfach ist, dass man in alle Playlists rein tun kann, weil auch innerhalb von einem Playlist-Genre, wie da jetzt der Pop, kann es einen rechten Unterschied geben, also einfach Konsumverhalten, wie jetzt gewisse Playlists sich verhalten. Also nicht in jeder Playlist stecken die gleichen Pop-User oder die gleichen Pop-Hörer, wenn das Sinn macht. Was man da sich aber anschauen kann für einen besseren Kontext ist eben, wo könnte dann für den deutschsprachigen Raum, der Mad at Disney, wenn es dann so weit ist und wenn er sich ein bisschen besser entwickelt, wo könnte er dann noch reinkommen? Zum Beispiel könnte er in so einen Swag reinkommen. Das ist auch eine Deutschland kuratierte Playlist. Da ist amigs ein Mix aus deutschen Pop-Songs, aber auch dancige Sachen, aber auch poppige Sachen. Ein Swag würde da eher jetzt in Frage kommen, weil das so ein bisschen Teenie-Pop ist. Kann man sich jetzt auch, also Teenie-Pop, mit Teenie-Pop meine ich, die Playlist spricht halt vor allem jüngere Zielgruppen an. Erfahrt man auch relativ schnell, wenn man sich ein paar von diesen Songs anschaut und sich ein bisschen würde überlegen, wo so Zielgruppen oder die Altersgrenze so liegt ein bisschen. Da könnte jetzt ein Song wie der Mad at Disney Song relativ gut funktionieren, irgendwann später, noch nicht gerade jetzt, weil auch da gewisse Songs, die da oben sind, würden den Mad at Disney Song jetzt noch zu fest überschatten, sehr wahrscheinlich. Da könnte man sich aber, wenn man jetzt würde mutmaßen oder Vermutungen anstellen, eigene Vermutungen, könnte er in so einen Swag noch reinkommen, beziehungsweise würde er auch da reinpassen, irgendwann einmal. Und das würde auch sich für die Schweiz im Konsum nachher zeigen, weil so eine Swag-Playlist dann auch bei uns konsumiert wird, nicht so stark wie in Deutschland natürlich, aber die wird auch ab und zu bei uns stark gefeatured, beziehungsweise die würdet ihr da im Pop-Genre auch bei uns finden, weil ich schaue mir das ja aus der Ansicht an, jetzt mit einem Schweizer Account, wo ich da drin bin. Dann genau, Deutschpop passt er jetzt nicht in einen Soft-Pop-Hits genau das Gleiche. Da würde er mit grösserer Wahrscheinlichkeit gar nicht gross reinpassen, weil wenn man sich da ein bisschen die Songs anschaut, die da drinnen sind, man muss sich nicht zwingend auch nur die Künstler anschauen, aber auch die Songs, ist das schon sehr, sehr viel softiger und jetzt auch nicht mega, der New Generation Pop ist da jetzt auch nicht drin, wenn man ein bisschen den Vergleich macht, in der Soft-Pop-Hits. Darum jetzt für den Moment wahrscheinlich eher weniger der Fall. In einer Pop-Brandon könnte er noch stattfinden. Da wäre jetzt aber eher die Frage, wie relevant die Playlist für einen Schweizer Konsument ist oder eine Konsumentin. Und da, umso weiter man runtergeht, umso irrelevanter teilweise werden die Pop-Playlists für Schweizer Konsumenten. Wieso sage ich irrelevanter? Weil auf dem Handy werdet ihr bemerken, dass teilweise kann das ein bisschen anders sein bei gewissen Accounts. Ab und zu experimentiert das Spotify mit den Playlist-Positionen, aber in den meisten müssten die Pop-Playlists, die ihr da oben seht, die ersten 8 Kacheln, sage ich jetzt mal, müssten auch bei den meisten auf dem Mobile, bei den Schweizer Accounts auch zu oberst oben sein. Sprich, umso weiter man da runtergeht, umso weniger Konsum wird man wahrscheinlich auf diesen Pop-Playlists haben, innerhalb von der Schweiz, weil die Playlists halt nicht so, weil man halt für die Playlists auch scrollen muss auf dem Handy, sage ich jetzt einmal. Genau. Es müsste sich aber ein bisschen noch etwas tun, sage ich jetzt mal, dass der Mad at Disney Song auch im deutschsprachigen Raum ein bisschen mehr konsumiert wird. Da wird, wie gesagt, helfen, wenn er jetzt vielleicht in den globalen Charts weiter raufgeht und auch in den US-Charts und vielleicht auch mal Deutschland und
auch Schweiz organisch da mehr dazukommt. Aber bei der Schweiz, wie wir das vorher auch schon ein bisschen gesehen haben, ist jetzt eher auf YouTube aktiver, beziehungsweise ist auch schon letzte Woche, wo wir uns das angeschaut haben, ist er auf YouTube schon relativ stark präsent gewesen, der Song. Da haben wir uns jetzt die Daily Views schon angeschaut. Das letzte Mal haben wir gehabt, dass er da in der 500er-Grenze war, anstatt in der 1000er-Grenze. Beziehungsweise vor einer Woche hat er noch plus minus 1000 Daily Views gebraucht auf YouTube. Jetzt braucht er wahrscheinlich nur noch 500. Was wir aber da noch auffangen können, bevor wir noch zu der nächsten Plattform gehen, ist Spotify. Für die Schweiz könnte man jetzt sagen, oder gewisse Merkmale, gewisse deutschsprachige Playlists fehlen noch. Zum Beispiel Vermutung in Klammern natürlich, weil das jetzt alles ein bisschen auf meine theoretische Spekulation beruht, beziehungsweise das, was man sehen kann. Aber allenfalls ein Swag, auch, was ist das noch gewesen? Wenn man das jetzt dann noch würde, da sehen, ein Swag, er kann natürlich in Top Hits Switzerland, allerdings noch zu früh, müsste man auch sagen, noch viel zu früh. Dann Summer Hits 2020 eventuell, weil die halt eher ein bisschen danciger ist so. Und US Playlist Seedings noch zu wenig US Playlist Seedings noch zu tief positioniert. Sprich in einer Today's Top Hits da auf Spotify ist er halt jetzt noch nicht krass positioniert, dass das jetzt auch in der Schweiz Wellen wird schlagen, sage ich jetzt einmal. Genau. Da können wir jetzt schnell wieder zurückgehen. Wenn wir da jetzt Spotify wieder verlöhnt und uns da noch anschauen, genau, Apple Music haben wir uns noch anschauen, weil das letzte Mal auf Apple Music, wenn wir jetzt nochmal schnell in den Sheet gehen, haben wir uns anschauen, Apple Music ist halt ein bisschen schwieriger, um ein bisschen herauszufinden, wie es um die Songs steht, wie jetzt auch bei Mad at Disney, weil man bei Apple Music keine Streaming-Zahlen sieht, beziehungsweise die Zahlen auch nicht öffentlich sind. Da kann man ein bisschen mutmaßen, je nachdem, in welche Playlist-Features man halt sieht. Das letzte Mal, wo wir uns das angeschaut haben, im Teil 1, jetzt nehme ich am besten mal schnell einen Schluck. Da können wir da weitermachen. Für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die da jetzt ein bisschen länger noch durchhalten, wir werden da sicher auch noch in der Description weitere Infos haben und auch ein bisschen Timecodes, dass es ein bisschen angenehmer ist zum Anschauen. Aber für die sich das ganz durchschauen, danke vielmals für eure Zeit an dieser Stelle. Genau, aber bei Apple Music könnten wir uns jetzt anschauen, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Angesagt Pop-Feature, also eine grössere Genre-Playlist haben wir dort schon gehabt. Die Wake Me Up, das Feature hat es auch da im deutschsprachigen Raum gegeben. Da würde ich als allererstes mal aufzeigen wollen, wir befinden uns hier in der Schweiz. Da sind wir jetzt in US, wie ich euch das letzte Mal auch schon gezeigt habe und wie ihr auch im Selbsttest machen könnt, ist, wenn ihr da runter scrollt, könnt ihr das Land ändern. Und der Store von Apple Music, den ihr da jetzt seht, ist jetzt in Amerika. Und wenn wir jetzt da nach der Salem suchen und runter scrollen, werden wir sehen, dass sich jetzt playlistmäßig noch ein paar Sachen geändert haben. Wir schauen uns jetzt den US an, weil er da jetzt einfach präsenter ist, der Song schon. Was sich da neu verändert hat, oder letzte Woche ist das so viel mehr ist, glaube ich, noch nicht gewesen. Es sind noch nebst der A-List Pop, das ist angesagt Pop, die heißt einfach A-List in US, ist da noch Future Hits und der Pop Deluxe dazugekommen, beziehungsweise es könnte schon sein, dass es dort schon drin war. Die Pop Deluxe ist jetzt auch eine Playlist, wo im Pop-Bereich immer aktuell geupdatet wird. Wenn man jetzt da nach einem Disney-Song sucht,
da ist es jetzt noch nicht mega krass. Er ist irgendwo in der unteren Top 10 oder Top 15 platziert. Das gibt jetzt noch nicht so viel Ausschlag, wie viel Apple Music in den US jetzt von dem Song halten. In der Wake Me Up, wo er schon drin war, könnte man sich jetzt auch anschauen, da ist er auch noch relativ bescheiden, ist gut am Start, sage ich jetzt mal, da im 10er-Bereich, ist jetzt aber auch nicht zu oberst oben. Was aber ein bisschen, und in der A-List Pop können wir uns jetzt auch anschauen, wie sich das verändert hat in den US, ist da irgendwo im Mittelfeld, ist letzte Woche nicht anders gewesen, wo wir uns das im Teil 1 angeschaut haben. Was aber so ein bisschen Zukunftsprognosen ist die Future Hits. Weil in den Future Hits, wo heute geupdatet worden ist, sieht man amigs auch oben beim Playlist-Namen, wenn das updated worden ist, das sagt der Apple Music auch, ist da auf 1, 2, 3, 4, 5, auf Position 5 in den Future Hits. Die Future Hits, da packen sie, wie es der Name schon sagt, Future Hits rein, beziehungsweise potenzielle Hit-Kandidaten für später. Tut da Apple Music international, aber auch in den verschiedenen Ländern Songs rein, wo sie das Gefühl haben, die gehen halt später irgendwann einmal ab. Das muss noch nicht jetzt sein. Für gewisse größere Playlists reicht es vielleicht noch nicht. Aber genau für das ist nachher so ein Future Hits auch da. Und da würde man jetzt beobachten, dass das ist schon das Rechtssignal, dass er da in Top 5 gesiedelt ist, bedeutet, dass auch Apple Music von dem Song etwas muss halten, beziehungsweise auch sehr grosses Potenzial sieht. Also das heisst sehr grosses Potenzial, aber ich mutmaße jetzt mal, dass die auch grosses Potenzial sehen in dem Song, weil sonst würden sie die inneren Future Hits, könnten sie die auch viel tiefer unten platzieren, wenn sie jetzt nicht so viel von dem Song würden halten. Auch wenn jetzt Apple Music nicht so viel mit Zahlen dir zeigt, öffentlich, gibt es aber eben so gewisse Playlists, wo in dem Apple Music Kosmos sehr wichtig sind oder sehr relevant sind. Und wenn man dort sich nachher ein bisschen die Track-Position anschaut, in dem Fall analysieren wir ja den Mad at Disney Song, gibt das schon einen Aufschluss, beziehungsweise verratet das auch ein bisschen, wie sie zu diesem Song überhaupt stehen. Darum das ist sicher ein sehr gutes Signal, dass er da, oder eine Tendenz, dass er da in der Future Hits ist. Jetzt muss man halt aber aufpassen, wenn ich jetzt da in das andere Bild hineingehe. Da befinden wir uns jetzt wiederum in der Schweiz, weil man da sieht, es sind jetzt andere Features da drinnen, gerade von Anfang an. Wenn wir jetzt da nach den Seelen suchen, wird man jetzt sehen, dass das, was wir vorher angeschaut haben, ist halt wirklich nur US gewesen, weil das muss nicht heissen, dass er da jetzt auch drinnen ist. Und da werdet ihr schon sehen, gleich wie letzte Woche ist er nur in dieser Wake Me Up Playlist und in der angesagt Pop Playlist. Sprich in der Schweiz kann man jetzt vermuten, dass der Song noch nicht stark genug konsumiert auf Apple Music, dass sie ihn da jetzt auch in den Future Hits schon rein da hätten. Die sieht halt in jedem Land ein bisschen anders aus, beziehungsweise in der Schweiz wird sie halt auch manuell angepasst, beziehungsweise kann man, ist er jetzt da einfach noch nicht drin. Und wenn wir jetzt da in der angesagt Pop, wie wir das letzte Woche gemacht haben, auch nach einem Mad at Disney Song suchen, würde man da sehen, ist er auch immer noch im Mittelfeld. Ist jetzt nicht berauschend, sage ich jetzt mal, für Schweizer Verhältnis, für so einen internationalen Song. Kann aber auch daran liegen, dass er jetzt in der Schweiz wirklich konsumtechnisch einfach noch nicht stark genug ist, dass er dass er jetzt da schon etwas auslöst. Und weil, wenn wir jetzt da mit dem Beispiel von den Future Hits würde schauen, dann versteht ihr ein bisschen, was ich meine. Wenn wir jetzt in der Schweiz schauen und man sucht nach dem Disney-Song, wie ihr seht, da ist er jetzt nicht drin. Es gibt auch nichts in der Suche. Von dem her auf Apple Music, ja, ist nach wie vor, wenn wir jetzt da in die Schweiz zurückgehen, könnte man jetzt das Einzige, was wir rekapitulieren können oder da auch notieren können, für diese Woche, sprich für den 22. oder 23. zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, dass er in US bereits in Future Hits Playlist prominent hoch gesiedelt, Top 5
angesiedelt, angesagt, Pop und Wake und Me Up, Playlist Seating, relativ ähnlich wie letzte Woche. Oder sagen wir keine große Veränderung zur letzten Woche. Da müsste man sich wie so anschauen, was das dann für Apple Music bedeutet. Meine Vermutung, also in Zukunft bedeutet oder wie sich das noch entwickelt, meine Vermutung, wenn wir jetzt da wieder auf US zurückgehen, ist natürlich das Top 100. Wenn man sich da die US Top 100 anschauen, United States Top 100, wird man da merken, dass er jetzt noch nicht drin ist, der Disney-Song, Mad at Disney von der Salem, und müsste man noch anschauen, wie sich das dann noch entwickelt auf Apple Music. Da kann man jetzt dann nicht mehr gross oder nichts mehr gross dazu sagen, würde ich jetzt meinen. Genau. Was können wir uns jetzt noch anschauen, beziehungsweise wie wenn man den Teil 2 jetzt noch beenden will. So viel haben wir jetzt auch nicht mehr. 8 Minuten hätten wir noch, wenn wir jetzt bündig die Stunde noch würden füllen. Genau, der Daily Views Wachstum auf YouTube haben wir uns angeschaut. Das müssen wir jetzt dann nicht noch weiter anschauen. Was wären, wir könnten uns allenfalls anschauen, was wären so die nächsten Schritte, sage ich einmal, wo man jetzt mit dem Song müsste machen, vielleicht auch für Schweizer Verhältnis, dass man da ein bisschen den Kontext versteht oder was dem Song noch fehlt. Als kleiner Recap, auf Spotify fehlen am Song noch gewisse Spotify-Playlists, wo er jetzt einfach noch nicht drinnen ist, sage ich jetzt einmal, und für den deutschsprachigen Raum relevant sind. Da kann man auch jetzt auch nicht gross irgendwie etwas machen, oder ich sage mal, wenn man jetzt das von Labelsicht würde anschauen oder vom Artist-Team, wo jetzt den Song schaffen tut, könnte man jetzt da auch einfach warten, wie sich jetzt das entwickelt in US oder international, und dann irgendwann einmal auf den Zug springen und das mit digitalen Massnahmen so ein bisschen unterstützen, dass es dort auch mehr Spotify-Streams in der Schweiz würde geben, weil ohne dass gewisse von diesen US-Playlists dort schon wie so ein bisschen Konsum generieren, auch in der Schweiz, und so ein bisschen einen Ausstrahlungseffekt haben für die Schweiz, oder so ein bisschen die Schweiz reinstrahlen, so müsst ihr euch das vorstellen, bringt es jetzt auch nicht gross Spotify-seitig mega viel zu machen. Again, das ist jetzt einfach in diesem Track-Travel-Prozess, ist das so ein bisschen mit meinem Erfahrungswert, so meine bescheidene Vermutung oder Spekulation, wie ich das würde interpretieren oder was ich jetzt würde machen dort. Genau, auf Spotify ist jetzt noch nicht so ein grosser Case zu machen für die Schweiz. Wo sicher ein grosser Case zu machen ist auf YouTube und auf TikTok, offensichtlich, weil ich mir gut muss vorstellen, dass der Mad at Disney Song da auch in der Schweiz gewisse TikTok-User da schon voll dahinter sind und das influencermäßig schon am Ausschlachten sind sozusagen und mit dem Song schon irgendwie 1000 TikToks oder was auch immer gemacht haben. Die genaue Anzahl von TikToks bzw. von Uploads, die in der Schweiz passiert ist, die sieht man halt leider nicht öffentlich. Das weiss in so einem Fall halt nur das Label bzw. die Repräsentanten von dem Song Mad at Disney. Ist daher ein bisschen schwierig zum Ausmalen, wie stark der jetzt schon verwendet wird, TikTok-mäßig in der Schweiz. Was man aber weiss, wie wir das vorher ein bisschen angeschaut haben, ist, dass er auf YouTube schon mal abgeht. Und dort so als Next Step, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt aus der Perspektive von diesen Leuten müsste arbeiten, die jetzt den Song bewerben bzw. vermarkten, oder für die das ein bisschen interessiert, was man jetzt Musikmarketing technisch mit dem Mad at Disney Song in der Schweiz würde machen, könnte man sich jetzt allenfalls schon überlegen, Next Steps, dass man auf YouTube das Ganze unterstützt, sage ich mal, mit digitalen Massnahmen, beziehungsweise
schaut, wie man die TikTok-Compilations, die es ja dort gegeben hat, oder der ganze User-Content, der dort gerade entsteht, wo auch für die Schweiz relevant ist, wie wir da ja gesehen haben mit den Daily Views in dieser Kurzanalyse, könnte man das Ganze aufgreifen und auch für die Schweiz, wenn dann an eine nischigere Gruppe, wo jetzt eher in dem Teen-Pop-Film drinnen ist. Ich benenne jetzt die Fangruppe einfach mal so, aber das kann man natürlich noch ein bisschen tiefer spinnen. Könnte man jetzt an so eine Teen-Pop, an so eine jüngere, Teenie-influenced Zielgruppe das ein bisschen ansprechen. Es würde aber auch noch nicht so viel Sinn machen, das an eine breite Mainstream-Zielgruppe zu anvisieren, weil die einfach noch nicht ready wären für so einen Song. Sprich, der Song ist jetzt für Schweizer Verhältnisse, aber auch für amerikanische Verhältnisse noch zu nischig. Wenn man sich jetzt den anhört, den Mad Disney, würde man jetzt vielleicht nicht gerade darauf kommen oder würde man nicht richtig verstehen, was ich vielleicht damit meinen will. Das ist ja durch und durch einfach ein Popsong, aber nicht jeder von diesen Popsongs hat halt eine genug grosse kritische Masse erreicht von Leuten, dass der Mainstream das schon würde interessieren. Und auch wenn der Song mega poppig tönt, schon von Anfang an, auch wenn man gerade ab Sekunde 1 auf Play drückt, muss das nicht heißen, dass eine Mainstream-Pop-Zielgruppe den Song auch gerade geil finden tut. So, für das ist er in den Augen von der Pop-Mainstream-Zielgruppe, müsst ihr euch vorstellen, ist der Song noch relativ nischig so, oder zu nischig. Da gibt es andere Songs, die weitaus grösser sind und wo auch eine Pop-Zielgruppe gerade würde darauf anspringen. In einem Teil 3 würde ich meinen, weil uns jetzt ein bisschen Zeit fehlt, würden wir uns sicher mal können noch ein bisschen genauer anschauen, was das dann bedeutet, wenn ich jetzt sage, ja, was könnten so die Next Steps sein oder Massnahmen, Digitalmaßnahmen, wo man da anpeilen würde oder wie das könnte aussehen, wenn man so eine Zielgruppenanalyse würde machen, sprich mit welche Leute würde man überhaupt mit so einem Song anvisieren oder ansprechen mit dem Mad Disney Song. Das schauen wir uns, wie gesagt, alles in einem Teil 3 an. Ich habe jetzt diese Folge ein bisschen kompakter behalten und einfach mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Wochen um den Song steht und einfach nochmal einen Breakdown geben. Da wird es sicher noch mehrere Episoden geben für die da bis am Schluss zugeschaut haben. Merci vielmals fürs Zuschauen. Da beim Track-Travel-Prozess stay tuned, wie gesagt, für Teil 3 oder vielleicht irgendwann einmal an Teil 4. Und ich würde sagen, das war es gewesen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal da beim Cola Podcast.